Willkommen zurück zum FC Stammtisch. Ja, Dominik, wir sollten weiter reden. Wenn du schon noch mal hier bist, wir hatten ja beim letzten Mal Jörg Schmatke hier und das war sehr, sehr interessant und auch teilweise humorig, aber natürlich auch sehr inhaltsvoll. Es wurde ja so ein bisschen auch gesagt, wenn der Jörg Schmatke sich mit neuen Spielern so in der Transferphase unterhält, dass er dann so lange sitzen bleibt, bis der Spieler Ja gesagt hat, den er haben will. Ist das bei dir auch so gelaufen? Für mich war relativ schnell klar, wo Köln angerufen hat, erstmal über meinen Berater. Und mein Berater hat mich dann angerufen, dass Köln mich unbedingt haben will. Und muss ich wirklich sagen, habe ich mich wirklich sehr gefreut zu Hause. Da war ich gerade auf dem Weg zum Flughafen mit meinem Papa zur Europameisterschaft, wo wir nach Prag geflogen sind. Und da habe ich zu meinem Papa gesagt, mein Herz und mein Bauch sagt gleich, das ist die richtige Entscheidung. Obwohl ich noch gar nicht viel mit dem Trainer und mit Herrn Schmatke da geredet habe. Ich fand Köln immer schon lange beobachtet, weil, wenn ich jetzt so sagen kann, war es ja wie Kaiserslautern, ist es ja auch ein Traditionsverein, wo wirklich geile Fans haben, wirklich ein schönes Stadion haben, wo immer viel Zuschauer da sind. Und wenn ich das dann gesehen habe bei der Eröffnungsfeier jetzt dieses Jahr, wo ich das erste Mal dabei war, dass einfach 50.000 vor der Bühne stehen, nur um uns Spieler zu sehen, das war schon etwas, was ich für mein ganzes Leben behalten werde. Und von daher waren dann die Gespräche wirklich echt super mit dem Herrn Schmatke und mit dem Trainer. Sie haben mich von der Philosophie überzeugt. Und natürlich habe ich auch mit Timo dann noch darüber gesprochen. Bei der Europameisterschaft war eine gute Gelegenheit, darüber noch ein paar Informationen zu sammeln. Und von daher haben wir das dann alles vor der Europameisterschaft abgewickelt. Das war richtig gut für mich, für meinen Kopf. Da konnte ich mich richtig aufs Turnier vorbereiten und von daher war das alles perfekt, so wie es gelaufen ist. Und witzigerweise habt ihr euch da getroffen, ne? Also gerade, was du gerade erzählt hast, Europameisterschaft da in dem Bereich, in der Vorbereitung. Du hast sogar schon ein bisschen was Leuten gehört, habe ich eben gemerkt. Also du wusstest schon ein bisschen vorher Bescheid? Oder erzähl mal aus dem Nähkästchen. Ja, wir waren ich glaube, eine Woche vor Start der EM waren wir im Trainingslager der U21 mit dem Julius Brink. Seinen Verein verschweigen wir jetzt mal. Kennt man gar nicht. Ja. Waren wir dort und haben mit den Jungs ein bisschen, die waren ja schon lange da, 10 Tage, dann fällt denen da die Decke auf den Kopf. Dann haben wir gesagt, machen wir ein bisschen Beachvolleyball. Haben da mit denen Beachvolleyball gespielt und abends noch einen Vortrag gehalten über Olympia und ein paar Mannschaftsthemen. Und da hat irgendwer dann gesagt, ja hier, ja, ist doch... Nee, genau, da waren die ersten Gerüchte in Express. Als ich morgens losgefahren bin, war erste Gerüchte irgendwie FC mit Dominik Heinz in Verbindung gebracht. Und dann habe ich natürlich gefragt. Ja klar. Dann hat Dominik nicht dementiert, er hat auch nicht gesagt, jawohl, er hat gesagt, ja, wart mal 2, 3 Tage, dann kann es sein, dass es was gibt. Und so war es dann auch. Warst also nicht so überrascht, ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, was dich am FC auch schon so gereizt hat, dass es halt Traditionsverein. Jetzt hast du ja auch schon die Saisoneröffnung miterlebt. Ich kann nur sagen, gewinnt mal was, dann wird noch viel heftiger. Also da, wir haben es bei den Aufstiegen ja schon gesehen, das ist ja nur die Vorstufe zu einem Titel. Dementsprechend, lass uns mal überraschen, was da noch passiert. Wie waren denn so die ersten Wochen im Team? Bist du, ja, ich meine, alle sagen, ich bin gut aufgenommen worden, aber wie gut bist du denn aufgenommen worden? Wie hat sich das geäußert? Ja, das merkt man einfach, wenn man in die Kabine kommt oder wenn man das erste Mal reinkommt und hat dann mit seinen Mitspielern Kontakt. Ein paar kann ich da schon. Das ist einfach im Fußball so, du läufst da mal über den Weg, sagst dir Hallo und so. Aber von daher war das wirklich eine sehr gute Atmosphäre. Die Jungs haben auch gewusst, wer kommt. Also sie haben sich auch schon informiert darüber, wer kommt, ist ja klar. Und natürlich dann ging das dann alles ganz schnell. Ich dachte, im Fußballgeschäft geht das dann ganz schnell. Da gibt es nur eine Sprache auf dem Platz und das kann jeder von uns in der Mannschaft. Und von daher, die Stadt ist schön, ich habe eine schöne Wohnung und von daher ist alles gut. Wie läuft jetzt die Kommunikation mit dem Trainer? Ich meine damit jetzt nicht die Sprache, sondern also generell. Also ihr kommt ja beide nicht aus Köln, das hört man ja, aber brauchte keinen Dolmetscher, denke ich mal. Aber nee, jetzt mal ernsthaft. Also Kommunikation in dem Falle natürlich mal spieltechnisch gesehen. Ja, nochmal zum Dialekt. Ich versuche so gut wie möglich mich Hochdeutsch oder so, dass er mich versteht. Merkt man gar nicht. Ich probiere es wirklich. Wird simultan übersetzt, also alles gut. Nee, ist wirklich ein super Trainer, so habe ich mir das vorgestellt. Er sagt genau die richtigen Dinge zu uns, auch zum richtigen Zeitpunkt, auch nicht zu viel, sondern er findet immer eine gute Mischung, auch wenn er mit der Mannschaft redet und wann nicht. Ich denke, das sieht man an unseren Leistungen. Und so wie wir es vorhin schon gesagt haben, nochmal, ich finde, in Stuttgart musst du erst mal 3 Tore auswärts schießen, musst du da die 3 Punkte mitnehmen und so sieht es aus und so sehe ich das auch für die ganze Saison. Und jetzt freut es mich natürlich, dass es so gut ist mit dem Trainer alles.
Sind mit dem Trainer, wenn man jetzt so sieht, bist du ein Spieler, der Wert auf viel Kommunikation legt oder laber mich nicht zu? Ja, ich lege da schon Wert drauf. Ich finde es schon wichtig, auch gerade in den jungen Jahren, jetzt so wie ich noch bin, dass der Trainer mir einfach zeigt, was ich gut gemacht habe, aber natürlich auch, was ich verbessern muss. Und das macht er richtig gut. Und von daher finde ich das einfach wichtig. Klar, nicht zu viel, weil es bringt nichts, wenn die Trainer jeden Tag herkommt und sagt, ja Dominik, das und das hast du gut gemacht und so. Irgendwann ist einmal ein Punkt erreicht, wo man sagt, ja, das ist okay. Und, aber das macht er auf keinen Fall. Und von daher finde ich einfach eine gute, gesunde Mischung, dass man auch einfach ab und zu mal ein bisschen drüber spricht, so wie ich es gesagt habe, was man gut gemacht hat und was man noch verbessern kann. Das ist ja auch mal so, dass er den richtigen Moment vielleicht findet, was zu sagen. Also dass er jetzt nach dem Motto, der Junge braucht jetzt mal 2 Minuten Ruhe und dann braucht er vielleicht mal eine Ansage. Also das spürst du von ihm. Das ist natürlich auch richtig. Der Trainer soll das auch natürlich machen. Uns Spieler dann nach dem richtigen Moment auch mal vielleicht zusammenscheißen, wenn es notwendig ist. Das kommt vor, ja. Ich denke, das kommt in jeder Fußballmannschaft vor. Ich denke, das kommt bei jedem Club vor und das muss auch so sein, weil vielleicht wacht man dann nochmal auf oder man denkt nochmal drüber nach, wenn es vielleicht mal ein bisschen lauter ist und das gehört einfach dazu, was ich überhaupt nicht schlimm finde, weil das ist ja nichts gegen uns persönlich, sondern das ist dann einfach unser Beruf und das ist unser Job und wir haben diese Saison wollen wir was Gutes leisten und von daher darf er das ruhig machen. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, du hast eben schon gesagt, schöne Stadt, das sagt man ja immer, aber mal ehrlich, diese ganzen Klischees über Köln, die ja teilweise im Umlauf sind, die natürlich alle nicht stimmen, naja, teilweise vielleicht ein bisschen. Hat sich da irgendwas bewahrheitet oder irgendwas, was so total anders ist, als du es erwartet hast? Ich habe darüber noch nichts gehört, was in Köln sein sollte, bin ich ganz ehrlich. Also Champions League, Europapokal, wo ihr eben schon drüber gesprochen wurde, er träumt ja davon. Ja, ich denke, so wie gesagt, träumen kann man ja, aber ich denke, man muss realistisch sein. Ich denke, das haben die Kölner Fans, so was ich jetzt mitgekriegt habe, von weiter weg, haben die das jetzt gut eingeschätzt, die letzten Jahre, was wichtig ist. Und ich denke, wir brauchen in unserem Ziel nichts zu ändern, wie so schnell wie möglich diese 40 Punkte zu holen und da einfach da unten nichts mit zu tun zu haben. Und ich denke, was dann oben drüber ist, über dem Strich, das nehmen wir natürlich dann auch mit. Aber ich denke, unser vorderes Ziel von der ganzen Mannschaft ist einfach diese 40 Punkte holen, wieder so wie letztes Jahr da unten nichts dazu zu haben. Und da bin ich schon zufrieden mit der Saison. Ich glaube, das ist eine Änderung, die wirklich elementar ist für den Verein. Dass auch die Fans mittlerweile gemerkt haben, ein Sieg alleine reicht nicht, um gleich vom Europapokal zu träumen, sondern das Umfeld ist realistischer geworden. Ich glaube, da haben sehr viel das Präsidium und aber auch Stöger und Schmatke mit zu beigetragen, dass endlich mal normale, Euphorie ist gut, aber normale Grundstimmung, positive Grundstimmung herrscht und das trägt sich auch auf die Fans aus. Also ich glaube, in den letzten Jahren waren die durchaus geduldig, auch wenn es mal nicht so lief und hat nicht jeder immer nur den Europapokal als Maßstab genommen oder nach 2 Siegen gleich gesagt, jawohl, jetzt sind wir schon so gut wie da und das tut dem Verein sehr, sehr gut. Ich meine, das ist so generell, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er das Köln jetzt so positiv wahrgenommen hat. Vor 3, 4, 5 Jahren hatten wir ja den Ruf des HSV, ne? Muss man auch mal klar sagen, der das ja komplett abgelöst hat und da sind wir ihm auch sehr dankbar für. Und das war wirklich so schlimm beim FC mal, ja, wie gerade beim HSV? Doch. Also das war, ich könnte jetzt... Das verdrängt man da, ne? Aber ja, ist auch besser so, glaube ich. Ja. Das ist auch grundsätzlich als Fußball- und FC-Fan besonders, muss man einige Sachen auch mal verdrängen. Aber ich glaube, spürst du das auch, weil ihr unterhaltet euch ja auch viel über Fußball, könnte ich mir vorstellen, dass auch überregional der FC mittlerweile einen anderen Ruf genießt? Absolut. Also da sagt eigentlich jeder, dass die Arbeit wird gewertschätzt, sagen alle, da sind richtig Gute am Werk. Wie gesagt, sowohl Präsidium als auch die im Tagesgeschäft dann drin sind, vor allem Sportdirektor oder Manager und Trainer. Da sagen alle Hut ab, auch sinnvolle Transfers, jetzt schon erneut dieses Jahr wieder, sieht alles sehr, sehr gut aus und wird auch außerhalb von Köln so wahrgenommen. Also da sagen alle, auch wenn man jetzt sich umhört, wer so das Überraschungsteam des Jahres werden kann, haben ganz viele, auch schon vor dem Stuttgart-Spiel, den FC auf der Rechnung gehabt, unter anderem oder gerade deshalb, weil eben so gut gearbeitet wird. Das wird wahrgenommen. Ich muss eins noch loswerden, weil ich denke, es ist ganz wichtig für unsere Stammzuschauer, dass Thomas Wagner heute nicht da ist, weil wir gerade das Stichwort HSV hatten. Der muss sich noch... Muss sich noch ein bisschen erholen, ne? Das ist das eine. Nein, er muss ein bisschen mit seinem Brötchengeber natürlich Geld verdienen und dementsprechend konnte er heute leider nicht kommen. Also diese Erklärung direkt vorweg, der Mann kommt schon wieder, keine Sorge. Jetzt müssen wir dich noch mal fragen. Eine Sache liegt mir natürlich gerade jetzt so, wenn man als Pfälzer Bub, kann man ja ruhig sagen, hierher kommt und dann die Hymne hört. Was versteht man davon? Am Anfang war es ein bisschen schwierig, also muss ich ehrlich zugeben, manche Sachen habe ich wirklich gleich verstanden, zwischen den Strophen nicht alles. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, noch vor dem Heimspiel jetzt am Samstag mal im Internet den Text einzugeben und mir dann mal übersetzen lassen und dann ist das kein Problem.
Google-Übersetzer, oder? Ja, wir werden abwarten müssen, ob das dann auch wirklich drauf passt. Wenn das nächste Mal kommt, singen wir dann alle mal zusammen und dann gucken wir mal, ob das drauf ist. Jonas braucht das nicht, der hat das alles schon drauf, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Du hast eben von diesen Neuzugängen gesprochen und wie positiv du gestimmt bist. Ich komme jetzt mal zu dir, weil du bist ja heute die Fanstimme. Kannst du es ein bisschen näher definieren? Was genau macht dich denn so zuversichtlich, dass der FC eine gute Rolle spielen kann? Welcher eigene Spiel? Gibt es einen einzelnen Spieler oder einen Verbund? Nee, eben nicht. Also ich finde gerade, weil nicht dieser eine vermeintliche Superspieler geholt wurde, ich glaube, gerade das macht den FC so stark, dass wir eigentlich überall wirklich zumindest mal doppelt besetzt sind. Klar, man kann es jetzt nicht mit dem Kader der Top 4, 5, 6 vergleichen, keine Frage. Aber ich mache mir keine Sorge, wenn wir irgendwo ein, zwei Spieler ausfallen. Den Sturm hatten wir gerade schon. Da haben wir halt wirklich sehr gute Spieler dabei in Verteidigung. 4 Leute, letztes Jahr die beiden Mavrai und Marot, haben sehr stark gespielt. Jetzt haben wir mit Sörensen und Dominik auch wieder 2 sehr gute Erfahrene. Auch da kann mal einer oder so wie jetzt sogar 2 ausfallen und sehr bange werden muss. Ein bisschen Kreativität im Mittelfeld wäre das Einzige, wo ich denken würde, ja, Jojic bisher durchwachsen. Da habe ich mir vielleicht nicht mehr erhofft, auf Dauer mehr erhofft. Da hoffe ich, kommt noch ein bisschen mehr. Hat jetzt nicht den allerbesten Start, aber ich meine, der ist neu lange nicht gespielt. Muss er realistisch bleiben. Wäre jetzt ein Wunder gewesen, wenn er gleich wie in Dortmund reingeworfen wird und sofort da funktioniert. Aber so einen brauchen wir schon auf Dauer. Das ist dann vielleicht so das i-Tüpfelchen, wenn man da so einen Kreativspieler mit tollen Standards auch noch dabei hat. Wenn der auch noch einschlägt, dann ist mir überhaupt nicht mehr bange. Dann kam ja noch dieser Bittencourt-Transfer, der ja in der Fanszene eingeschlagen hat wie eine Bombe. Gab es in Köln eigentlich schon mal in den letzten 10 Jahren, dass ein Spieler noch nicht einmal einen Tag vorher gehandelt wurde und auf einmal Pressemeldungen... Ich glaube, der Jörg Schmatke konnte heute noch nicht verlachen. Ich habe an Druckfehler geglaubt, als ich gesehen habe, ob es wirklich der Bittencourt... Ja, den habe ich auch erlebt im Trainingslager. Ja. Große Klappe, aber guter Junge. Ja, also... Müssen wir jetzt nicht fragen, ob er das bestätigen kann. Selbstbewusst, ja, sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so, ja. Lass mal so stehen. Ja. Also dementsprechend, das ist ja auch, ich sag mal, ihr seht es ja im Training, wenn er dann auch die Trainingsspiele macht und da ist, glaube ich, auch, ich sag mal, mit der Technik, da braucht man sich bei den beiden, glaube ich, keine Sorgen machen. Also Jojic und Bittencourt, da kommt schon auch ein technisches Moment ins Team rein. Ja, das auf jeden Fall. Die sind beide technisch sehr stark und ich denke, bei Jojic werden wir noch das eine oder andere sehen. Ich sehe das auch so, wenn du länger Zeit nicht gespielt hast, ist es nicht so einfach, dann gleich reinzukommen und deine Top-Leistung zu bringen. Und ich denke, er will es unbedingt und auch den Fans zeigen, was er kann. Und es ist wirklich ein super Spieler. Ich glaube, er hat es schon angedeutet im Turnier, im Colonia Cup zu Hause im Stadion. Fand ich ihn richtig gut, muss ich sagen. Auch seinen Standards, wo er gebracht hat, die Eckbälle und so, richtig Gefahr. Und von daher werden wir dann noch viel Freude haben. Ja, wir hoffen natürlich alle gerade auf die Standards. Die haben wir hier beim Stammtisch schon ein bisschen öfter besprochen. Und da ist sicher noch Luft nach oben. Aber die beiden haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie es können im Vorfeld. Und ich denke, im Spiel wird es hoffentlich auch bald kommen. Jetzt gerade Bittencourt hatten wir schon. Jetzt haben wir natürlich eine Sache, die uns nicht so gefallen hat. Olkowski im letzten Jahr eigentlich, ich will nicht sagen überragend, aber einer der Besten im hinteren Bereich auf jeden Fall. Und Bretschko jetzt gegangen, auf einmal hat Olkowski Probleme. Es ist nicht gerade die beste Zeit, jetzt da auf dem Bereich zu schwächeln. Ja, was heißt Probleme? Ich meine, wir hatten jetzt ein Spiel, wo er jetzt vielleicht nicht so gespielt hat wie gegen Ende der letzten Saison. Ja, Meppen war auch schon so ein bisschen, nicht ganz. Als er beinahe auf der Bank oder in der Kabine gewesen wäre. Das hätte ja auch nicht viel gefehlt. Aber ich glaube, also letztes Jahr hat er am Anfang gar nicht gespielt und war jetzt auch nicht sofort Stammspieler und hat er überragend gespielt. Vielleicht braucht er da ein bisschen Anlauf. Also man sollte jetzt nicht nach einem Pokal und einem Bundesligaspieler gleich Gefahr kreieren. Also warten wir mal jetzt noch die Handspiele ab. Warten wir die ab. Klar, Bretschko, ich meine, an dem scheiden sich ja die Geister. Ich fand ihn immer solide. Ne? Also ist jetzt nicht der Sensationsspieler, aber es hat einen guten Job gemacht. Natürlich hätte ich es auch nicht schlecht gefunden, wenn der als Backup geblieben wäre. Aber ich glaube, Risse kann auch theoretisch hinten rechts spielen. Ja. Genau. Ist dann da auch eingesprungen. Also deswegen meine ich ja, wir sind in der Tiefe für FC-Verhältnisse sehr guten Niveau verstärkt. Das heißt, man kann da wirklich Risse hinten, dann fehlt er auch nicht vorne. Jetzt haben wir auch wieder Offensivspieler im Mittelfeld, die da spielen können, außen, die dann für Risse dort einspringen können. Also insofern, selbst wenn Olkowski jetzt am Anfang noch Startschwierigkeiten hat,
haben wir ein, zwei andere, die das auch leisten können. Also Risse ist ja da im Prinzip die erste Aushilfskraft geworden. Haben wir jetzt auch in Stuttgart gesehen, der dann auch den Posten von Olkowski übernommen hat und das dann auch ganz ordentlich gemacht hat, wie ich finde. Ist generell, glaube ich, so eine Sache, dass der FC mittlerweile halt auch gute Spieler von der Bank bringen kann. Ich meine, es wird ja auch noch mal irgendwann interessant, wenn die Leute wie Mavrei und Marot wiederkommen. Ich meine, dann werdet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen kämpfen müssen. Ich meine, ihr habt ja jetzt die Gelegenheit, euch ja, so zu präsentieren, dass das kein Thema ist. Aber das ist halt eine starke Bank, hilft ja auch ein bisschen, ne? Den eigenen Anspruch und es auch mal motiviert dann auch, sich noch mehr anzustrengen. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin ja auch hergewechselt, da waren alle beide noch fit. Also Konkurrenzkampf im Fußball ist ja normal. Das heißt, in jedem Club, das wäre schlecht, wenn das nicht so wäre. Ich glaube, wenn du keinen Konkurrenzkampf hast, dann tust du dich ja nicht weiterentwickeln, weil das, so wie du gesagt hast, eben, du brauchst einfach den Ansporn, du weißt, da ist jemand da und dann bringst du nochmal ganz andere Leistungen, wie du sagst, ich kann mich ausruhen, ich kann mich hinsetzen, ich muss nichts machen, ich spiele jedes Wochenende von Anfang an und das ist genau richtig und so soll es auch sein. Und ich freue mich, wenn die zwei wieder zurückkommen, weil es wirklich sehr erfahrene Spieler sind. Und ich hätte mich natürlich auch gefreut, wenn Dom jetzt noch dabei gewesen wäre, weil da kannst du einfach von so einem kannst du auch ein bisschen was lernen, finde ich. Und von daher mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich bin einfach froh, hier zu sein, in der ersten Bundesliga zu spielen, mich zu zeigen und versuche mich einfach weiterzuentwickeln. Und was ich noch vorhin dazu sagen will, ich sagen, man muss jetzt auch nicht gleich nach 2 Spielen mit so Spieler gleich, so finde ich, sagen, ja, der hat geschwächelt und so. Ich denke, die Saison ist so lang und Pavel hat es wirklich gut gemacht, letzte Saison, was ich gesehen habe. Und ich finde, er hat auch keinen schlechten Gegenspieler in Stuttgart gehabt, der Kostic. Wenn man sieht, wie schnell der auf dem Platz ist, ich glaube, das sieht man im Fernsehen gar nicht oder im Stadion. Das siehst du nur auf dem Platz, wenn du dann wirklich 1 gegen 1 gegen ihn spielst oder so. Also von daher finde ich, muss man da jetzt noch nichts sagen. Und ich finde einfach, wir müssen jetzt einfach alle zusammenhalten und so und jetzt einfach das mitnehmen, den Sieg. Ich denke, das ist das Positivste. Und von daher machen wir das dann am Samstag wieder. Okay, freuen wir uns drauf. Samstag wird es auch einfacher dann, ne? Da haben wir nicht mehr so starke Gegenspieler. Ja, genau. Da reden wir natürlich gleich noch drüber, wie wir das dann geregelt bekommen. Scheint ja nicht so schwer zu sein. Aber lassen wir noch mal über eine Sache reden, die mir auch auf dem Herzen liegt. DFB-Pokal. Was sagst du zur Auslosung? Wieder kein Heimspiel. Ich glaube, jetzt 5 Jahre mittlerweile kein Heimspiel. Da, gegen Duisburg war das, glaube ich, das letzte, ne? Zu Hause, wo wir da 3-1 oder 3-1. Der Meyerhof hat nicht da sogar noch ein Tor für Duisburg gemacht. So lange ist das schon her. Da hat man dann ein Heimspiel. Ja, also ja, ist traurig. Also schade. Ich hätte es gerne gesehen. Gut, ich sag mal, in Wolfsburg wäre schlimmer gewesen. Und insofern in Bremen kann man auch gewinnen. Ne? Ja. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Todeslos gewesen wäre. Da waren noch andere drin. Es waren noch ein paar andere da, absolut. Aber natürlich hätte ich gerne auch mal wieder im DFB-Pokal die Jungs zu Hause gesehen, keine Frage. Also das wäre schon schön und gut, irgendwann ist es soweit, definitiv. Wie lange hast du Vertrag? 4 Jahre. 4 Jahre. Ja, man haben ja Hoffnung. Vielleicht passiert das dann mal an der Zeit, wo du hier bist. Und dann, ansonsten musst du halt verlängern. Also ist ja auch kein Problem. Irgendwann kriegen wir mal ein Heimspiel. Also es ist halt wirklich auffällig, wenn du 5 Jahre lang kein Heimspiel mehr im DFB-Pokal bekommst. Ja, was sagst du zum Los selbst? Bremen fahren wir hin und gewinnen und fahren nach Hause. Ne? Ich denke, ich sehe das auch so. Ein Todeslos ist das ja nicht. Ich habe die Auslosung live geguckt. Ich denke, wenn man sieht, was dann noch verletzte Mannschaften drin waren. Also ich habe dann wirklich gehofft, lass nicht in Bayern spielen, lass wirklich nicht in Wolfsburg spielen, weil es wirklich 2 sehr starke Gegner sind in der zweiten Runde, finde ich schon. Und da fand ich es eigentlich mit Bremen haben wir es eigentlich noch ganz gut getroffen. Dann noch schade, dass es wirklich auswärts war. Wir wollten auch alle zu Hause spielen. Ja. Aber so ist es halt im Fußball, so ist die Auslosung. Aue war es auch nicht. Aue war es auch nicht. Ja, da tut man sich eine Menge Fahrt ersparen, finde ich. Das ist nicht, ich war da schon oft in der 2. Liga dort gespielt. Das ist auch nicht ganz einfach, finde ich. Also ich denke, in Bremen stehen die Chancen ausgeglichen. Da können wir auf jeden Fall was holen. Und die Bayern, die können wir ja auch im Endspiel schlagen. Also von daher sollten wir jetzt erstmal nach dieser erschütternden Auskunft eine kleine Pause machen und uns erholen davon. Und dann kommen wir natürlich gleich wieder und reden weiter über den 1. FC Köln mit unseren Gästen. Bis gleich. Ciao.